Künstliche Intelligenz ersetzt gleich alle Fotografen. Das hat man das Gefühl, wenn man im Moment ein bisschen rumlässt. Muss ich mir wirklich Sorgen machen? Hey, meine Realität zeigt im Fall ganz ein anderes Bild. Weil ich begrüße nämlich ganz viele Sachen, die KI jetzt schon für mich macht. Vor allem der mühsame Teil, der, wo ich mich immer nerve, stundenlang vor dem Computer hocken, anstatt wirklich fotografieren oder Bilder perfektionieren, damit sie genau meinen Stil haben, den ich will. Dort hat bereits jetzt KI einen grossen Einfluss auf meine Arbeit. Zauberei? Nein, bereits heute Realität. Und in diesem Video zeige ich dir, wie bereits heute die KI meinen Arbeitsalltag als Fotograf unglaublich erleichtert, ohne dass ich dabei Angst haben ersetzt zu werden oder dass mein Stil dabei würde verschwinden. Hey klar, KI kann auch gefährlich sein. Bilderklau, falsche Sachen, Fake News oder auch viel weniger Wertschätzung für echte Bücher. Heute heisst es schnell mal, wenn jemand wirklich seine Kamera und das Licht im Griff hat, ja, das hast du doch mit KI gemacht. All das macht es sicher nicht ganz einfach und man muss aufpassen. Auf der anderen Seite kann uns KI aber helfen, mühsame, repetitive, langweilige Arbeiten abnehmen und vereinfachen, so dass am Schluss des Tages mehr Zeit bleibt für kreative Ideen und für wirklich das Beste aus unseren Bildern herauszuholen und eben unseren eigenen Stil zu entwickeln. Wo man früher manchmal vor lauter genervt sein, nach Stunden vor dem Computer gar nicht mehr wirklich Energie hatte dafür. Und ich zeige dir heute, wie ich KI nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung brauche. Und zwar hat es 3 Anwendungen, die ich ganz konkret bereits KI in meinen Alltag eingebaut habe und die mir das Leben extrem erleichtern kann. Gerade als Hochzeitsfotograf passiert mir immer wieder etwas Ähnliches. Ich bin an einem wunderschönen Platz draussen in der Natur. Es hat vielleicht einen wunderschönen grossen Baum, ein Bänkchen, wo ich mein verliebtes Pärchen platzieren kann und daneben einen unglaublich fotogenen Robidog oder einen Köderkübel. Immer und jedes Mal. Auf ganz vielen Bildern mit einer tollen Aussicht oder mit einem super Hintergrund habe ich immer wieder irgendein störendes Element drauf. Oder vielleicht läuft im Hintergrund gerade irgendeine Person durch, die eigentlich nicht drauf gehört. Und früher habe ich stundenlang mühsam solche störende Elemente wegstempeln. Stundenlange Fleissarbeit, die am Schluss niemand hat honoriert. Für das habe ich keine Rappen mehr bekommen, aber ich konnte es auch nicht sein, weil es einfach gestört hat. Mich ganz sicher. Und heutzutage mit KI ist das Ganze, das Entfernen von Sachen, von störenden Elementen aus dem Bild, viel, viel einfacher geworden. Wie das geht, zeige ich dir gerade sofort hier an einem Beispiel. Wir sind jetzt da in Adobe Lightroom Classic und da haben wir jetzt genau so ein Bild mit so einem klassischen Problem, das ich bei Hochzeitsfotos ab und zu antreffe. Schaut mal die wunderschöne Aussicht an, da auf der Meielis-Alpen. Prächtig, wirklich grossartig mit dem Thunersee hinten dran, ein schönes Hochzeitspaar. Aber auf den zweiten Blick erkennt ihr jetzt vielleicht da auf der linken Seite die wunderschönen Dächle und da die schönen Holzgestelle nebendran. Ja, einfach schade. Jetzt haben wir da verschiedene Möglichkeiten, oder? Entweder kann ich jetzt einfach sagen, ja, das ist halt so. Finde ich ehrlich gesagt nicht besonders toll. Oder ich könnte das Bild einfach anders schneiden. Ich könnte da den Ausschnitt kleiner machen, bis da hier die ganze Sache weg ist. So, das da nicht ganz nachher. So, jetzt funktioniert so. Aber ja, es ist halt nicht mehr das Gleiche. Immer noch ein schönes Bild, aber da fehlt der Niese, da fehlt ein grosser Teil von dieser Landschaft, von dieser wunderschönen. Und das finde ich jetzt echt einfach sehr, sehr schade. Und darum gehen wir jetzt da mal zurück zum Original. Hier,
Voilà. Viel schöner, oder? Viel eindrücklicher. Ja, jetzt früher hätte ich halt einfach die Möglichkeit gehabt, da hier probieren, das irgendwie zu entfernen, wegzumachen, zu stempeln. Wäre gegangen, aber einfach eine mühsame Fleissbüte. Das mag bei einem Bild gehen, aber wenn ich eben einen ganzen Haufen Bilder habe, noch mit Gruppen von diesem Ort und Porträts von anderen Personen, dann wird es echt einfach eine Bütze, die unglaublich viel Zeit braucht. Und neu kann ich jetzt hier im Entfernen-Tool in Lightroom Classic kann ich die generative KI da verwenden. Und jetzt kann ich da mit meinem Pinsel, tue ich da grob, muss mir da nicht mal wahnsinnig Mühe geben, tue ich jetzt da alles, was mich stört, kann ich da markieren. Und jetzt kann ich hier auf Entfernen. Und jetzt rechnet da Lightroom mal. Und wir schauen, was passiert. Braucht auch so ein bisschen Zeit, aber natürlich viel weniger. So, und jetzt schaut mal. Jetzt habe ich da einfach meine Rosen erweitert. Ich habe sogar 3 Varianten zur Auswahl. Das da ist noch ein bisschen neutraler. Und das auch. Und dann könnt ihr einfach schauen, wollt ihr da ein bisschen mit mehr Röseli oder weniger Röseli. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal das. Und wenn ich jetzt da auch in die vergrößerte Version gehe, hey, wenn ihr nicht wisst, dass da irgendetwas war, keine Chance, irgendwie zu merken, dass man da etwas bastelt hat. In wenigen Sekunden ein perfektes Bild. Jetzt kann ich mich wirklich noch wieder um den Rest von der Bildbearbeitung, so ein bisschen gerade stellen, kümmern, um einen Winkel, aufhellen, abdunkeln, was ich will und so weiter. Und ich habe schlussendlich ein perfektes Resultat mit mehreren kleinen wenigen Klicks, die ich vorher wirklich Stunden habe verbraten. Und das funktioniert im Fall auch mit dem lästigen Robidoc. Wenn ich zurückkomme von einem Hochzeitsshooting, dann habe ich sofort mal mehrere tausend Bilder auf meiner Speicherkarte. Und die Auswahl von diesen Bildern, die 2000 Bilder irgendwie auf 6, 7, 800 von den besten abbrechen, das hat mir noch vor kurzer Zeit in Lightroom Stunden über Stunden von Arbeit gegeben. Bei Lightroom ist ein grosses Problem, dass wenn ich ein Bild auftue, braucht es jedes Mal 1-2 Sekunden, bis das Bild wirklich scharf angezeigt wird. Wenn ich nur im Garten ein paar Blümchen fotografiert habe, kein Problem, da stört mich das nicht. Wenn ich aber 2500 Bilder so sortieren muss, dann habe ich am Schluss erstens keine Nerven mehr und zweitens einfach einen Haufen Zeit verdoppelt für etwas, das eigentlich schlicht nicht nötig ist. Nachher kommt dazu Gruppenbilder bei Fotos von Hochzeiten. Dort mache ich zur Sicherheit immer von jeder Gruppe, ich sage mal 10, 15 Bilder, dass ich zur Sicherheit bestimmt 1, 2 habe, wo alle die Augen offen haben und noch freundlich in die Kamera schauen. Und bis ich da das Richtige gefunden habe in Lightroom, unglaublich viel Zeit geht drauf. Seit kurzer Zeit brauche ich da aber eine Software, die ich dir heute gerne schnell zeigen würde. Und zwar heisst die Narrative Select. Wie die funktioniert, zeige ich dir gerade an einem Beispiel. So, und wir befinden uns jetzt hier auf der Startseite von dem Programm Narrative Select. Und ihr seht ja da schon verschiedene Projekte. Ich kann, wenn ich ein neues Projekt mache, kann ich das hier anwählen, kann einen Namen geben. Und der Vorteil ist eben, ich muss da eigentlich nichts selber basteln, sondern ich kann direkt auf meiner Festplatte irgendeinen Ordner auswählen. Was hat das für einen Vorteil? Der grosse Vorteil von dieser Geschichte ist, ich kann nachher direkt die Bildauswahl in Lightroom übertragen. Also es gibt nicht einen langen Umweg. Wenn ich jetzt da so Bilder ausgewählt habe, dann seht ihr hier, was nachher passiert. Dann werden die da links angezeigt und ich sehe immer hier die einzelnen Bilder. Ich kann zum Beispiel im Programm sagen, du Szenen zusammenfassen. Das ist jetzt zum Beispiel hier passiert. Und dann habe ich jetzt hier, wenn ich da mit der Maustaste durchgehe, sehe ich, habe ich da 4 sehr ähnliche Bilder von unserem Bräutigam. Und schaut mal, wie schnell das geht.
im Unterschied zu Lightroom, wo jetzt jedes Mal, wo ich 2-3 Sekunden warte, bis das Bild scharf ist, scharf. Und ihr seht auch hier anzeigen, nämlich ich sehe jetzt hier gelb und orange. Ich sehe nämlich zum Beispiel dass sind die Augen so ein bisschen nicht ganz offen und der Fokus ist nicht gut von dem Bild. Es ist nicht hundertprozentig scharf. Also, es hilft mir. Es ist nicht hundertprozentig zuverlässig. Da merke ich, das Programm hat wirklich noch so gewisse Schwächen. Jetzt hier zeigt es mir zum Beispiel, ja, der Fokus sei ein Soft Focus. Das ist halt einfach, weil ich eine offene Blende habe. Aber wenn ich hier in die Vergrößerung reingehe, sehe ich nachher, das Bild ist scharf, oder? Also, das ist von dem her nicht immer hundertprozentig zuverlässig. Es ist aber sehr viel schneller als Lightroom. Eben, es tut mir auch ähnliche Bilder tut's mir beigeln. Und jetzt kann ich vielleicht mal noch irgendwo auf ein Gruppenbild gehen, hier, oder? Und dann seht ihr, ich kann zum Beispiel hier auch so eine Ansicht machen. Dann tut es mir automatisch, da muss ich nichts machen, tut es mir automatisch die 4 Köpfe auswählen und ich sehe sofort, ja, jetzt hier und hier finde ich jetzt die Augen nicht so super. Ich sehe es da schon an den Farben, das ist aber nicht immer hundertprozentig zuverlässig. Aber ich sehe es am vergrößerten Bild, das ist zum Beispiel schon viel besser. Ja, das erleichtert mir die Arbeit ungemein, macht es einfach viel schneller, viel einfacher. Die Auswahl, die ich vorher wirklich in Lightroom Stunden habe verbraten für eine Bütze, die mir überhaupt keinen Mehrwert gibt. So wird es einfach viel, viel schneller und viel, viel einfacher. Wenn euch das Programm interessiert, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link, der euch direkt zum Programm führt, wo ihr gratis einfach mal, wenn ihr einen Account macht, eine gewisse Anzahl Bilder bekommt, wo ihr nachher das Programm selber einfach mal könnt ausprobieren und euch selber davon überzeugen, ist es etwas, was mir entspricht oder eher nicht. Ich finde es wirklich super, wenn man grosse Bildmengen hat, für irgendwie 10, 20 Bilder Auswahl oder 50 zu machen, macht es keinen Sinn. Aber gerade wenn ihr viel Events fotografiert, jetzt hier sehen wir zum Beispiel, oder, das hat erkennt, dass das Auge zu ist, das ist rot. Also all das hier auch hat er gemerkt, ja, die sind nicht ganz offen. Und hier viel besser. Genau. Und hier haben wir das Grüne. Es tut sogar eben noch die Bildauswahl sogar schon in eine Reihenfolge bringen und mir zeigen, hey, die ersten 4 sind brauchbar. Dann hat es so ein paar neutrale und was rot ist da unten, die sind eben schon als abgelehnt eigentlich markiert. Erleichtert wirklich mein Zeitmanagement massiv. Und wie gesagt, unten in der Bildbeschreibung findest du einen Link, wo du gerne das Programm mal kannst selber ausprobieren, wenn es dich interessiert. Die zweite Software, die ich dir heute zeige, die mir das Leben erleichtert, die ist für die Bildbearbeitung da. Wenn ich meine fertige Auswahl mal habe, die Bilder, die ich eigentlich nach einem Shooting ausliefern will, habe ich die früher mit Presets mal so ein bisschen grob zweck gemacht. Das Problem ist aber immer, du hast verschiedene Lichtsituationen, gerade bei einer Hochzeit. Das fängt irgendwann am Morgen oder vor dem Mittag an, dann ist Mittagslicht, irgendwann am Nachmittag kommen vielleicht ein paar Wolken, nachher bist du manchmal in der Sonne, bist manchmal im Schatten, einmal bist du in der Kirche innen oder irgend sonst in einer Location und am Abend hast du dann vielleicht irgendeinen Saal mit Kerzen und Kunstlicht gemischt und all das macht die Bearbeitung von diesen Bildern sehr, sehr kompliziert. Das heisst, du musst für jede Szene eigentlich anpassen und die Gefahr besteht, dass am Schluss gleich durch so einen ganzen Tag durch kein einheitlicher Stil rauskommt. Und ich habe dazu eine neue Software entdeckt. Das Programm Imagine AI, das hilft mir, meine Bilder zu bearbeiten. Aber, Achtung, das macht nicht einfach irgendetwas und tut irgendeinen künstlichen KI-Stil, wie man das vielleicht so ein bisschen aus dem Netz kennt, auf meine Bilder. Nein, es funktioniert ganz anders.
Ich kann die Software nämlich mit bearbeiteten Bildern von mir füttern. Und ich habe mittlerweile die Software mit mehreren tausend Hochzeits- und Porträtbildern von mir gefüttert und das Programm, eben die künstliche Intelligenz, lehrt mein Bildstil. Sie macht also nicht irgendetwas Eigenes, sondern sie lehrt, wie ich, der Dino Müller, seine Bilder bearbeitet. Und zwar macht sie das nicht destruktiv, sondern die Bilder werden so angepasst, dass ich sämtliche Anpassungen nachher sehe und in Lightroom kann integrieren. Das spart mir, ich sage, vielleicht 80% der mühsamen Arbeit. Sie brauchen keine Presets mehr, muss nicht bei jedem Lichtwechsel wieder am Weissabgleich oder an Details schrauben. Wenn ich meine Bilder durch das Programm durchlasse, dann habe ich wirklich eine RAW-Version, die schon, ich sage mal, irgendwo zwischen 70 und 100% fertig ist. Ich kontrolliere also immer noch alles selber. Nur die mühsame, langweilige, langwierige Fleissbüte, die fällt zu einem grossen Teil weg und gibt mir einfach viel mehr Energie für das, was wirklich zählt. Und am Schluss sind es immer noch zu 100% meine Bearbeitungen, meine Bilder. Weil eben die KI hat von meinem Stil gelernt und ich habe immer noch die Macht, jedes Bild genau so am Schluss anzupassen, wie ich es haben will. Und KI nimmt mir nicht den Job weg, sondern einfach nur den mühsamen Teil davon. Und das finde ich einfach grossartig. Hier befinden wir uns auf der Startseite vom dritten Programm, wo ich dir heute kurz etwas dazu sagen will. Und zwar ist es Imagine AI. Und das ist jetzt ein Bearbeitungsprogramm. Wenn du das erste Mal in das Programm reinkommst, wirst du aufgefordert, die Software zu füttern mit selber bearbeiteten Fotos von dir. Und davon werden dann sogenannte KI-Profile erstellt. Ich habe das hier bereits 3-mal gemacht. Ich habe zum Beispiel ein Porträtprofil gemacht, das ich mit 6'500 von mir bearbeiteten Fotos habe gefüttert. Eins mit Schwarz-Weiß, auch über 6'500 Bilder und ein Hochzeitsprofil mit über 3000 Bildern. Damit es funktioniert, musst du mindestens 3000 ähnlich bearbeitete Bilder haben. Darum sage ich, die Software ist nicht geeignet für jemanden, der nur selten und wenig Bilder bearbeiten. Also, ich tue nicht irgendetwas machen, sondern ich tue die Software füttern mit Bildbearbeitungen von mir und das Programm lernt, wie tut der Dino Müller seine Bilder bearbeiten. Und das macht nicht irgendetwas anders. Wenn ich dann ein Projekt habe, dann kann ich ein neues Projekt erstellen. Also wenn ich zum Beispiel eine Hochzeit habe. Und das Coole ist an diesem Programm, wenn du mit Lightroom arbeitest, so wie ich, dann kannst du direkt in die Lightroom-Katalog, da geht es alle meine Bilder da suchen und da kann ich dann einfach irgendeinen Ordner auswählen. Ich kann sogar noch sagen, du mir zum Beispiel nur die markierten Bilder aus dem Ordner nehmen oder du mir nur die Bilder mit 1 oder mit 2 oder mit 3 oder 4 oder 5 Sternen auswählen oder mit einer bestimmten Farbmarkierung. Wenn ich im Vorderprogramm in Narrative Select meine Bilder ich der zum Beispiel meine Auswahl mit 1 Stern markieren und nachher kann ich in einem Ordner sagen, nimm mir nur noch die. Und dann tut es mir nur die auswählen und nachher kann ich die Bilder aus mehreren Ordnern oder aus einem kann ich auswählen und weitergehen. Nachher tut im Hintergrund die Software selbstständig meine Bilder automatisch bearbeiten. Ich bekomme ein Mail, wenn das Programm fertig ist. Also ich kann unterdessen einen Kaffee trinken oder irgendwie etwas Sinnvolleres machen als das. Ich kann nachher die Bilder direkt in Lightroom Classic importieren und kann jedes Bild nachher nur noch überprüfen. Gefällt es mir? Es tut mir hier automatisch alle Markierungen
alle Bearbeitungsschritte hier natürlich anzeigen. Das ist nicht destruktiv, oder? Ich kann das jederzeit, kann ich das dunkler oder heller noch machen. Da ist überhaupt nichts irgendwie kaputt gegangen. Ich tue es dann eigentlich erst hier selber fertig bearbeiten. Und am Schluss kann ich auch noch wieder Imagine AI zurück ins Programm gehen und kann eigentlich meine fertige Bildbearbeitung dem Programm zurückgeben und sagen, hey, los, du hast mir Grundlagen geliefert. Ich habe bei allen Bildern zum Beispiel das noch ein bisschen heller gemacht. Irgendwie 80% von deinen Bildern waren ein bisschen zu dunkel gewesen. Könntest du mir die nächstes Mal bitte eher wieder heller machen? Und das Programm lernt immer dazu. Also je mehr Bilder, das ich bearbeite, je besser wird das Ganze. Also, du kannst, wie gesagt, und das finde ich wirklich, dann ist es geeignet, eigene Profil machen. Achtung, das Programm ist am Anfang zum Ausprobieren. Hast du eine bestimmte Anzahl Bilder gratis, die du kannst ausprobieren. Du findest den Link ebenfalls unten in meiner Videobeschreibung, für dir das Ganze mal kostenlos anzuschauen. Wenn du das länger brauchen willst, dann kostet es. Und zwar ist es so, dass du pro bearbeitetes Bild zahlst. Und zwar normalerweise 0,05 Dollar, glaube ich. Also das wäre irgendwie 5 Rappen, ein bisschen weniger sogar mit dem Umrechnungskurs. Da kann man für einmal dem Herrn Trump Merci sagen, sonst nicht unbedingt, aber hier jetzt schon. Genau. Und das heisst, das Programm hier lohnt sich wirklich nur, wenn du grosse Mengen von Bildern hast, viele Bilder musst bearbeiten und wenn du auch bereit bist, dafür zu zahlen. Das Ausprobieren ist gratis, aber wirklich für das Brauchen im Alltag kostet es selbstverständlich. Du kannst übrigens, wenn du nicht genug Bilder hast, die du schon bearbeitet hast im gleichen Stil, kannst du auch Profil von Fotografinnen und Fotografen kaufen. Das ist also unmöglich. Du zahlst natürlich, das ist zum Teil nicht ganz billig, das ist da so 250 Dollar kostet das, oder hier jetzt so ein bisschen günstiger, da sogar noch ein bisschen teurere, wo du wirklich Bearbeitungsstile auch kannst einkaufen. Habe ich aber nicht gemacht. Ich will schlussendlich meine Bilder so bearbeiten, wie es mir gefällt. Und dann braucht es aber eben eine bestimmte Bildmenge. Aber auch hier eine klare Empfehlung. Es nimmt mir nichts weg, es tut mich nicht ersetzen, sondern es nimmt mir einfach die mühsame, langwierige, nervige Fleissbüte weg und gibt mir mehr Zeit für das Kreative in der Fotografie, so dass am Schluss eben solche Bilder rauskommen. Ob ich Angst habe, dass KI mehr als Fotograf ersetzt? Hey, im Moment echt gar nicht. Im Moment sehe ich es wirklich als Chance, dass die künstliche Intelligenz mir mühsame Arbeiten erleichtert und abnimmt. Und so habe ich Zeit, mich mehr auf die Menschen, auf das Wesentliche, auf die Emotionen zu konzentrieren und habe eben wirklich noch genug Energie für jedes Bild bis ins kleinste Detail genau das rauszuholen, was am Schluss mein Stil ausmacht. Und wenn auch du dir weniger mühsame Fleissbüte und mehr Zeit für das Wesentliche, für die Menschen wünschst, dann empfehle ich dir, gib der KI wirklich mal eine Chance. Schau rein, probier es. Vor allem dann, wenn du mit einer grösseren Menge von Bildern arbeitest. Wenn du nur wenige Bilder machst und jedes einzelne dort auch Zeit hast, viel Zeit und Energie zu investieren, dann ist das völlig okay. Dann macht das nicht viel Sinn. Aber sobald du im professionellen Bereich arbeitest und eben grosse Bildmengen verarbeitest, dann finde ich, ist es ein Fehler, auf diese Tools zu verzichten, wo du unten in der Beschreibung die Links dazu findest. Schau mal rein, völlig risikofrei. Das ist gratis, probieren. Du kannst immer noch entscheiden, ob du das dann mal austesten oder behalten oder ob du wieder beim alten System bleiben willst. Hey, das war Tino sein Senf für heute. Ich hoffe, es hat euch einen interessanten Einblick gegeben in die Zukunft. Und ich bin sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt. Aber Angst, dass ich ersetzt werde, dass echte Menschen und echte Emotionen aus der Fotografie verschwinden,
Das glaube ich ganz ehrlich nicht. Darum in diesem Sinn, fröhlich bleiben, Neues auch als Chance anschauen und die Freude am Fotografieren sicher nicht verlieren dabei. Merci fürs Zuschauen. Das hier nicht vergessen, wenn du etwas Interessantes gehört hast. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.